Live-Roulette mit dem Elektronik-Kesselgucker. Video. Werte Gampler. Als weitere Demonstration für unseren im Kugelschreiberformat entwickelten elektronischen Kesselgucker, der auch für das Internet-Casino geeignet ist, möchte ich mich jetzt in ein anderes Internet-Casino einloggen und zeigen, wie es geht. Noch kurz zu unserem Elektronik-Kesselgucker, der das Format eines Kugelschreibers hat, in dem sich eine Minikamera befindet und außerdem eine Festplatte, Memory, von 16 GB. Im Grunde genommen können Sie mit dem Kugelschreiber auch Windows aufladen, genug Speicherplatz ist vorhanden. Der Chip ist so wie in einer der kleinen Speicherkarten. Und die Software haben wir gleich eingespeist, die von uns entwickelte Software, die blitzschnell während der Kesselumdrehung ausrechnet, in welchen Bereich die Kugel wahrscheinlich fallen wird und dies ausgibt, damit Sie noch genug Zeit haben, schnell die Jetons zu setzen. Die Software müssen Sie sich so vorstellen, als dass sie die Pixel ausliest, daraus Schlüsse zieht und den entsobrechenden möglichen Kesselsektor ausgibt. Sie kennen das Prinzip wahrscheinlich von Digitalkameras, die haben auch eine sogenannte Gesichtserkennung und finden das dann später bei Fotos auch heraus. So ist das Prinzip mit den Pixeln bei unserer Software auch, und die Pixel, Milliarden an der Zahl, die ausgelesen werden, erscheinen ja immer wieder durch die Drehung des Kessels, weshalb es nur noch eine Frage der Zeit ist, wann durch Verbesserungen der Software eine 100%ige Trefferquote da ist. Aber nun zur Demonstration: Sie sollten immer mit 2 Bildschirmen arbeiten, bei dem der eine Bildschirm den laufenden Kessel vergrößert anzeigt. Da Sie aber zum Setzen fürs Tableau dadurch keinen Platz mehr haben, müssen Sie also einen zweiten Bildschirm haben. Ich mache das auch so, dass ich den elektronischen Kesselgucker nicht in der Hand vor dem Bildschirm halte, weil es da immer Verwacklungen und Ungenauigkeiten gibt, sondern mit dem Firankiri-Kabel verbinde ich den Kesselgucker mit einer kleinen Digitalkamera, die ich fest vor dem Internetbildschirm platziere. So kann man auch deutlich lesbarer sehen, was man setzen soll, und aufgrund keiner Verwacklungen arbeitet der Kesselgucker auch deutlich besser. Sehen Sie hier im Video, ich mache das jetzt alles live. Nur setzen tue ich nicht, da es bei diesem Casino auch ein Problem gibt. Die Absage erfolgt bereits bevor der Croupier die Kugel wirft. Das ist natürlich problematisch, weil der Kesselgucker nach einigen Umdrehungen ja erst sagen kann, was zu setzen ist. Sie müssen sich also ein Internet-Casino suchen, wo nach Beginn der Drehung noch schnelles Setzen möglich ist. In Live-Casinos am Ort geht das ja alles wunderbar. So, nun fangen wir live an. Wie Sie sehen, der Croupier dreht die Kugel. Im Bild sehen Sie auch den elektronischen Kesselgucker, angeschlossen nochmal über eine Digitalkamera, und nun schauen wir mal. Der Kesselgucker sagt, auf den Bereich 25 bis 30 setzen, was also im Casino jetzt ja noch möglich wäre. Jetzt fällt die Kugel auf die Nummer 27, bravo, ein Treffer, es wäre ein Gewinn geworden, bei 9 Stücke Einsatz hätte es 36 Stücke zurückgebracht. Und jetzt der nächste Coup: der Kesselgucker sagt, wie Sie auf dem Display sehen, man soll auf 5 bis 27 setzen. Die Kugel fällt, welch ein Wunder, in Fachzehntens ein Gewinn. Ein Treffer. Jetzt dreht der Croupier, wie Sie sehen, die Kugel erneut an, der Kesselgucker rechnet noch und sagt, man soll jetzt auf den Bereich 7 bis 1 setzen. Die Kugel fällt. Es kommt die 35, leider falsch, also ein Fehltreffer. Weiter geht's jetzt, der Croupier dreht an, der Kesselgucker, na was sagt er, ja auf den Bereich 12 bis 4 setzen. Die Kugel fällt, wieder in die 35, hurra, Treffer. Schon der dritte Treffer in 4 Coups. Jetzt dreht der Croupier wieder, der Kesselgucker rechnet, ach, was ist jetzt los, jetzt fällt die Digitalkamera, die mit dem Kesselgucker verbunden ist, aus. Ich halte mal schnell den Kesselgucker direkt vor den Bildschirm, funktioniert aber nicht mehr. Es fällt die 5, aber der Kesselgucker konnte wegen dem Ausfall der Digitalkamera keine Prognose mehr machen. So, nun lasse ich die Digitalkamera aus, geht auch gar nichts. Jetzt festzustellen,
was los ist und halte für den nächsten Coup den Kesselgucker und dessen Kamera direkt vor den Bildschirm. Der Croupier dreht und ich halte fest und stabil den Kesselgucker ins Roulette-Rad und der Kesselgucker sagt, auf 35 bis 21 setzen. Die Kugel fällt, in das Fach der 35, ganz am Außenrand, schon wieder ein Treffer. Wahnsinn, 6 Coups gespielt, 4 Coups gewonnen, ein Coup ein Fehler und ein Coup ging nichts. Das ist ein super Resultat. Es hängt aber auch damit zusammen, dass bei diesem Casino hier die Bildauflösung sehr gut ist, und Sie sollten also immer auf jeden Falle mit 2 Bildschirmen arbeiten, weil Sie einen Bildschirm nur für den Ausschnitt des Drehkessels brauchen, damit der elektronische Kesselgucker richtig arbeiten kann. Schauen Sie sich das Video hier nochmal genau an, so sollten Sie das machen, auch den Kesselgucker mit einer Digitalkamera beim Internet-Casino-Spiel verbinden, damit es keine Verwacklungen gibt, dann ist das Resultat mit Sicherheit so, dass 90% aller Coups zum Treffer werden. Nur setzen müssen Sie dann noch ganz schnell, und das muss geübt sein, denn das ist eine enorme Hektik, noch schnell den Satz zu tätigen. Das war's dann. Roulette Elektronik Kesselgucken Roulette System Selmkensi.